Di numero 3. Noi siamo qua all'intervista col prossimo artista, Andrì, al nome. Andrì conosceva Zura delle ondas RTR, il va su e io no. Das ist jetzt per mai, il nome Prinzi der Pop Mundart in Schweizer. Ich habe jetzt in Romanisch Pop-Prinz, der Mundart Pop-Prinz von der Schweiz. Ah. Wie sagen wir das auf Rätoromanisch? Il Prinzi der Pop Mundart in Schweizer. Pop Mundart. Gut, Ja. ja, schön. Wie geht's? Kovaja? Super, danke. Es war so überraschend cool an dem Festival. Ich meine, ich sage überraschend, weil wir haben noch nie da gespielt und es hat so viele Leute gehabt, die alle Songs mitgesungen haben. Ich meine, wir haben 2 am Nachmittag jetzt gespielt, das ist jetzt nicht der Wahnsinnslot, aber trotzdem so viele Leute vor der Bühne gehabt, die mega abgegangen sind. Hure cool. Und ihr seid schon zum ersten Mal da, oder? Eben, ja, wir sind zum ersten Mal da. Also privat sind wir auch noch nicht da gewesen? Privat bin ich schon viel da gewesen. Also jetzt, okay. Ja, nein, das stimmt. Also am Festival nicht, da in der Region schon viel, okay. aber am Festival bin ich privat auch noch nie gewesen und ja, da mega positiv überrascht. So cool. Das erste Mal, als ich von dir gehört habe, war bei Sing It Your Way. Aha. Dort hast du eine eindrückliche multi-instrumentale Show hergelegt mit einer Single, die auch sehr eingängig ist. Ich liebe es, wie du mich veränderst. Bei dir hat sich jetzt auch einiges verändert. Bestseller bei SRF 3, dann darauf das da der Swiss Music Award. Mittlerweile auch eine sehr grosse Live-Produktion. Habe ich auch schon jetzt an einem anderen Festival gesehen. Da geht etwas bei dir. Also du kommst mit viel Schwung hinein. Ja, voll. Darf man glaub, schon so sagen, dass jetzt irgendwie mega viele schöne Sachen passiert sind in den letzten Jahren und auch in den letzten Monaten. Irgendwie zu merken, dass ja, ich meine, das, was du gesagt hast, Sing It Your Way, das war in der Pandemie, das ist gar nicht gegangen mit Konzerten und so, meine ersten Songs rausgegeben und einfach mal nichts gewesen, oder? Weil keine Shows, kein Konzert, um das Ganze zu supporten und dann komme ich raus nach all dem und merke, hey, die Leute feiern das und finden es geil und kommen da die Konzerte und so. Das ist eigentlich das Schönste für mich. Wir sind an einem Festival, vielleicht kannst du mir mal kurz sagen, schlimmste, komischste Festival-Experience, die du je gemacht hast? Was weiß ich, Stromausfall, komische WCs, das Essen, wo... Ja, der Strom ist natürlich schon ein paar Mal ausgefallen. Ich muss aber andererseits sagen, dass ich so Sachen, gerade während der Show, Sachen, die plötzlich passieren, weißt, die man nicht geplant hat. Zum Beispiel heute hat es plötzlich in meinem Ohr geheißen, das Radio hat noch kein Vocal von dir, das Radio hört deine Stimme noch nicht, wir müssen da irgendwie noch umpatchen. Und, während der Show? Oder? Während der Show, weißt, ich habe ja In-Ears und dann sagt mir unser Mischer so, hey, sie müssen dann etwas machen, du musst kurz überbrücken. Und ich so, nach 3 Songs, wow, meine Güte, wie überbrücke ich das jetzt? Nachher sage ich so, hey, wir brauchen noch 10 Sekunden. Und plötzlich höre ich so, wie die Leute erzählen, 10, 9, 8, 7. Ich so, geil, ja, also komm, let's go. Und dann ist nachher hat alles funktioniert. So Sachen sind einfach magisch, das kannst du nicht faken. Es hat ja, wenn wir gerade bei dir sind, nicht mit Mundart angefangen. Du hast unter dem Künstlernamen Alan Finch angefangen Musik zu machen. Ja. Mit 16 ein Album mit 9 englischsprachigen Liedern veröffentlicht und nachher dann der Wechsel auf Mundart. Das ist ja immer so ein Thema, oder? Macht man Mundart, das ist vielleicht näher an einem selber, oder bleibt man bei der englischen Musik, wo vielleicht einmal mehr Leute erreichen können? Wie war das mit dieser Entscheidung? Es war ja so, dass ich mit der englischen Musik einfach gemerkt habe, ich durchbreche wie eine Wand nicht, wenn ich spiele. Es fehlt mir wie die letzte Nähe zum Publikum, fehlt mir einfach, wo, wenn ich zum Beispiel in einem Satz ein Wort umdrehe oder so, dass die Leute das checken und lachen und so. Und dann habe ich mich wirklich, eigentlich aus einem Gedanken heraus ist das entstanden, dass ich mich gefragt habe, hey, wieso singe ich eigentlich nicht auf Mundart? Das macht eigentlich keinen Sinn. Ich habe keine Berechtigung, um auf Englisch zu singen, gefunden für mich. Und dann wie mich selber eigentlich ein bisschen gezwungen, um auf Mundart zu singen. Das klingt ein bisschen komisch, aber irgendwie habe ich gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein und ich muss irgendeinen Weg finden und ich habe darum auch ein bisschen Zeit gebraucht und habe das Gefühl, ich bin mich jetzt immer noch ein bisschen am Finden in dieser Mundart-Welt und es kommt immer mehr. Ja. Sorry, wenn ich übrigens da hinterher schaue. Das ist schon gut. Es ist so schön, Mann. Genieß Ich habe es. eigentlich Lust, um da einfach nach dem Interview einfach runterzulaufen. Einfach da und irgendwo dort oben dann wieder aufzuhören. Was ja auch spannend ist, finde ich, dein Song «Zugabe», 21, 22 Song von der Super Kommt League. er mit Zugabe. Single Ein Gold. alter Klassiker. Die Hymne von der Unihockey-WM. Stimmt, ja. Und darum frage ich mich, hat das eine zum anderen geführt und jetzt hören wir die bald in jedem Stadion mit einem anderen Lied? Oder wie ist das mit diesen Liedern? Also, wie funktioniert das? Wofür so Produktionen sind? Ja, das hat sich einfach so ergeben im Fall. Also, dort hat es einen Unterschied gegeben. Zwar ist die Zugabe wie gepickt worden von der Super League. Also, die haben uns angefragt, hey, können wir diesen Song nehmen? Und dann Gold, der Song von der Unihockey-WM, ist wirklich spezifisch für das geschrieben worden. Aber ja, ich meine, ich habe natürlich gerne Sport. Ich mache schon, seit ich liebe in Sport und habe nie aufgehört. Und ich glaube, darum passt das irgendwie auch. Aber ich will jetzt nicht irgendwie für jedes einzelne Turnier da noch einen Song machen. Also André, danke vielmals. Noch letzte Frage, was ist der Plan jetzt? Noch ein bisschen da bleiben und hören, oder? Ja, ich will unbedingt noch hören. Ich bin da, wir haben eine Wohnung genommen, da ums Eck und ich bin eigentlich noch das ganze Festival da und freue mich jetzt. Wunderbar. Yes. Genieß es. Danke Danke dir. Grazie viel, André. Tschö.
Ja, da ACMO la show, scoerno Open Elumezia. 2023.